Guten Morgen. Darf ich auch im Saal ein bisschen mehr Licht haben, damit ich eure Gesichter sehen kann? Weil heute ich habe noch etwas speziell mit euch alle vor. Micha hat vor ein paar Wochen euch versprochen, dass wir unsere Predigten ein bisschen anders gestalten, und zwar wie eine Schulklasse. Und dass wir werden nicht ein paar Sonntage predigen, sondern eine Lektion geben. Jetzt all meine lieben Studenten, sind ihr ready? Weil nächste Woche gibt es Prüfung. Kein Witz. Das ist tatsächlich. Nächste Woche kommt die Prüfung. Aber keine Angst, ich werde euch gut heute vorbereiten. Und nächste Woche, wenn Micha lehrt, ich werde euch nochmal vorbereiten, bevor die Prüfung stattfindet. Niemand kommt nächste Woche. Genau, jemand hat gesagt, er ist krank. Es ist einfach so, wenn ihr auch nicht da seid nächste Woche, macht nichts. Wir werden die Prüfungen daheim schicken und erwartet die Antwort. Also, weil heute wird nicht so predigtmäßig sein, sondern wirklich schulmäßig. Ich werde sehr schnell reden und sehr schnell durch die Punkte gehen. Ihr dürft fotografieren, ihr dürft von den Punkten aufschreiben, ihr dürft nachher daheim nochmal darüber miteinander austauschen. Und ich werde vielleicht auch schauen, dass wir im PowerPoint verfügbar sein auf der Webseite. Okay? Also keine Angst. Die Prüfung ist alles von dem, was ich erzähle. Es ist nicht außerhalb. So. Also, unser Thema ist solide Fundament. Es geht um, wie kann ich die Bibel interpretieren, auslegen und besser verstehen. Jedes Jahr bleibt die Bibel meist gedruckt, meist verkaufte Buch in der Welt. Jedes Jahr. Immer noch. In diesem Jahr Best-Selling Book ist die Bibel. Das ist seit 100 Jahren. Und die Menschen, die ein bisschen bibelskeptisch sind oder nicht an die Bibel glauben, ihr Argument gegen diesen Satz ist, ja, die Bibel ist meist gedruckt, aber es gibt viele Leute, die die Bibel kaufen, aber nie lesen. Es gibt viele Leute, die die Bibel lesen, aber nie studieren. Viele Leute, die einfach eine Bibel in der Wohnung haben. Wie viele von uns haben das? Das stimmt auch. Es gibt tatsächlich viele, die die Bibel besessen, aber nie lesen. Das ist einfach für Deko daheim. Viele, die die Bibel lesen, aber nie studieren. Und der Grund, wieso viele haben, nicht lesen, nicht studieren, ist, gewisse Leute sagen, die Bibel ist nicht mehr relevant. Die Bibel ist ein Buch, das vor 3.000 bis 5.000 Jahren geschrieben wurde und ist für mich heute nicht mehr relevant. Mein Argument dagegen ist, wenn du eine Schatzkarte würdest finden, die vor 3.000 Jahren geschrieben worden ist, und du wüsstest 100%, es gibt einen Schatz. Die Karte ist valid, er ist gültig, der ist wahr, authentisch, echt. Verliert die Schatzkarte ihre Gültigkeit, nur weil er vor 3.000 Jahren gemacht worden ist. Nein. Wenn du versuchst, jetzt eine Stadt zu finden, tatsächlich, die Gebäude haben sich geändert, die Orte haben sich geändert, neue Konstruktionen sind gekommen, die Namen sind nicht mehr gleich. Das macht nicht. Das endet an dem Schatz, an der Karte aber nicht. Die Instruktionen von der Karte ist immer noch gültig. Der Schatz ist immer noch wahr. Der ist immer noch da. Die einzige Schwierigkeit ist, wir müssen herausfinden, wie kann ich die Karte auslegen, wie kann ich die Karte lesen, wie kann ich die Karte anwenden. Aber die Karte ist immer noch gültig. Und das ist auch mit der Bibel so. Ja, die Bibel wurde vor 3.000 Jahren, 6.000 Jahren geschrieben, aber die Wahrheit, die Schatz in der Bibel bleibt immer noch gültig. Die Instruktionen, die bleiben immer noch wahr und gültig, relevant für uns heute. Das hat sich nicht
geändert. Die Tatsache, dass Gott ist der Schöpfer vom Himmel und der Erde, hat sich nicht geändert. Die Tatsache, dass Gott hat Jesus, seinen einzelnen Sohn, auf die Erde geschickt, damit er auf dem Kreuz sterben, für dich, für mich, damit ich nicht durch meine eigenen Taten Rettung kann haben, sondern durch sein Blut, hat sich nicht geändert. Die Tatsache, dass Jesus auf die Erde kam, hat sich nicht geändert. Dass wir Geschwister sind durch Jesus und dass wir Durchgang haben zu Gott, hat sich nie geändert. Die Tatsache, dass Jesus da ist, der Heilige Geist präsent ist und Jesus wird wiederkommen, wird sich nie ändern. Die Wahrheit von der Bibel hat sich nicht geändert. Die Bibel ist immer noch relevant. Erst. Zweitens, die Bibel sagt, viele Leute sagen, ja gut, ich kann die Bibel lesen, aber ich verstehe es nicht. Wer von euch hat einmal versucht, die ganze Bibel zu lesen? Hand auf. Gute Studenten. Also, wer von euch hat die 1. Mose gelesen? 2. Mose? 3. Mose? 4. Mose? Ah, nicht schlecht. Es gibt noch ein paar Hände auf. Manchmal sobald dass wir auf den 3. Mose kommen und all die Zahlen und all die Namen und noch schlimmer, bei 4. Mose, all die komischen Regeln haben wir verloren. Ich weiss nicht, wie oft habe ich die ganze Bibel gelesen in meinem Leben, sicher mehr als 100 Mal. Und ich kann euch sagen, das 4. Mose habe ich vielleicht 3 Mal gelesen. Und 3 Mal, weil ich gewusst, ich muss mindestens einmal lesen, habe ich gemacht. Es ist nicht einfach durch die Namen gehen, durch die Gesetze gehen, durch die Chronologen gehen. Es verliert uns. Wir verstehen nicht, und das ist der Grund, wieso wir dieses Studium miteinander anschauen werden. Bevor ich anfange, darf ich einen ersten Slide haben. Ich werde ein paar Wahrheiten über die Interpretation der Bibel euch sagen, bevor wir überhaupt in die Interpretation werden wir reingehen. Erstens, die Bibel hat Autorität. Immer noch heute ist die Bibel Autorität. 2. Timotheus 3,6, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutz ist entsprechend. Sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen, überprüft uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. 2. Punkt. Bringt das mich zum 2. Punkt. Die Bibel ist wahr. Die Bibel kommuniziert Gottes Wahrheit. Da ist mega wichtig, etwas zu wissen. Gottes Wahrheit ist nicht relativ. Weder ist relativ noch subjektiv. Gottes Wahrheit ist absolut. Ein Bibelvers kommuniziert Gottes Wahrheit. Hat nur eine Bedeutung. Es ist nicht abhängig von meiner objektiven oder subjektiven Wahrnehmung. Es ist nicht abhängig von Situationen, einzelnen Menschen, Zeit, Umstände, historische Geschichte. Gottes Wahrheit ist nicht subjektiv oder relativ. Die Tatsache, dass Gott ist Schöpfer, er hat Himmel und Erde geschaffen, bleibt Wahrheit. Ob du das glaubst, ob ich das glaube oder nicht, ist egal. Das ändert an die Wahrheit nicht. Die Tatsache, dass Gott hat Jesus geschickt und Jesus ist der einzige Weg zu Gott, bleibt die Wahrheit. Egal, ob du sagst, ja, der Bruno, aber das ist deine Wahrheit. Nein, das ist Gottes Wahrheit. Ist egal, was ich glaube. Ist egal, was ich wahrnehme. Es ist nicht, ja, das ist deine Wahrheit. Kannst du dem glauben? Nein. Ist egal. Das ist Gottes Wahrheit und das bleibt. Das ist mega wichtig. Wenn wir die Bibel interpretieren, ich kann falsch interpretieren, ich kann richtig interpretieren. Es gibt tausende Arten und Weisen, wie ich kann ein Vers anwenden in meinem Leben. 1000. Wir haben einen Vers gehabt, 2. Timotheus 2,15. Ein Lehrer von uns, ein Professor, hat 1 Jahr lang über die einzelnen Vers mit uns geschafft. Und er hat uns gezwungen, wöchentlich 50 Anwendungen von dem Vers in bringen. 50 pro Woche. Du hast tausende Anwendungen von einem Vers. Anwendungen können sich ändern. Das ist okay. Aber die Wahrheit,
die Bedeutung von das Vers bleibt immer gleich. Das ist mir mega wichtig, soll ich kurz sagen. Dritte, Jesus ist das Zentrum der Bibel. Das Alte Testament schaut auf Jesus, dort Weg vorbereitet für Jesus, ist ein prophetisches Versprechen, Verheißungen für Jesus. Neue Testament ist Jesus da, am Wirken, am Retten und er bleibt auch. Jesus ist Zentrum vom Wort Gottes. Vierter Punkt, wichtiger Punkt. Der Heilige Geist leitet die Bibelauslegung. Die Bibel hat 66 Bücher. Ist ein Buch, gleichzeitig ist eine Bibliothek. Erfüllt mit Poet, Literatur, Gesetz, Geschichten, Briefe, Offenbarungen und viel mehr. Es ist eine Bibliothek an sich selber. Es hat viele Menschen, die die Bibel geschrieben haben. Menschen, die sind ausgebildet, Ärzte, Könige, Gelernte. Menschen, die sind nicht gelernt gewesen. Sehr simpel. Aber er hat einen Autor und der Autor ist der Heilige Geist. Ein Autor haben viele Menschen geschrieben durch die Inspiration von der Heilige Geist. Und wenn du und ich versuchen, die Bibel lesen und auslegen ohne Heiligen Geist, es ist, als ob du und ich versuchen, eine Taschenlampe brauchen ohne Batterie. Die Taschenlampe ist da, wenn die Batterie nicht da ist, geht es nicht. Oder das Auto fahren ohne das Motor. Das fährt nicht. Ich brauche beides. Ich brauche menschlich als auch geistlich. Ohne Heiligen Geist Bibel lesen bringt nicht. Versuche Bibel zu verstehen. Ich habe Hebräisch gelernt im Iran, bin zur hebräischen Schule gegangen. Ich und mein Kollege sind die einzigen Christen in dieser Schule und alle anderen Studenten sind Koran-Studenten gewesen. Und sie mussten Hebräisch, das habe ich auch gelernt, sie mussten Hebräisch lernen, damit sie Alte Testament und Bibel lesen können. Unsere Frage an ihr war, haben Sie mal die Bibel gelesen? Haben alle gesagt, ja. Was nehmen denn von der Bibel? Nicht. Das hat mich erstaunt, weil ich habe immer geglaubt, wenn einer die Bibel lesen will, dann wird er oder sie glauben. Es kann nicht gehen, dass jemand die Bibel liest und nicht glaubt. Das kann nicht gehen. Und doch habe ich gelernt, das kann gehen. Wenn du nur Worte liest, das kann nicht machen. Aber wenn du dein Herz erlebst, dass der Heilige Geist zu dir Herz sprichst, dann wird Offenbarung kommen. Ohne Heiligen Geist, Hilfe von Heiligen Geist, Offenbarung von der Heiligen Geist, kann man nicht die Bibel auslegen. 5. Punkt. Der Hauptzweck der Bibelauslegung ist, zu Jünger machen, Jünger Jesu Christi zu werden. Ich lege die Bibel aus, damit ich lernen kann. Und zu Jünger Jesu Christi, Nachfolger Jesu Christi, damit ich Gott besser kennen, seine Stimme hören. Wenn ich heute Gott folge, Jesus folge, dann muss ich wissen, wer er ist, was er sagt, was es heisst für mich. So Bibel lesen, Bibel auslegen, Hauptpunkt ist, damit ich als junger Nachfolger Jesu Christi wachse. Nächste Folie. Jetzt kommt eure erste Aufgabe. Sind ihr ready? Zu zweit oder zu dritt oder allein. Du könnt kurz miteinander austauschen. Ihr könnt entweder beide Fragen nehmen oder nur eine Frage nehmen. Du hast Fragen lesen. Du hast 4 Minuten. Du hast 4 Minuten, um schnell austauschen, was du da denkst. Achtung, fertig, los.
30 Sekunden noch. Gut. Kannst du von dem noch fotografieren? Vielleicht heute während dem Mittag, wenn du austauschst, hey, wie hast du die Predigt von der Sabrina gefunden? Vielleicht kannst du sagen, hey, der hat mir nicht gefallen, kannst du dir ein paar Fragen anschauen und dann austauschen. Das ist eine bessere Art und Weise. Gut, wir müssen weitergehen. Well done. Ihr macht mega gut, by the way. Viele versuchen es. Einige Sachen in der Bibel sind einfach zu verstehen. Es ist nicht schwierig, wir können lesen, jeder versteht. Aber viel in der Bibel kann man nicht so einfach verstehen. Das kann man falsch verstehen. Vielleicht bist du zufrieden mit dem wenig, mit den eigenen Stellen, die man kann verstehen kann. Und das ist gut für mich. Vielleicht sagst du, nein, ich will noch mehr verstehen. Und das ist genau der richtige Ort. Wieso sind Sachen schwierig zu verstehen? Erstens, es gibt eine grosse kulturelle Barriere. Die Bibel wurde in verschiedenen Zeiten geschrieben. Eine andere Kultur, ein anderer Ort, eine andere Menschen, die haben anders Sachen verstanden, so wie du und ich. Zum Beispiel muss ich sagen, ist Tätowierung gesund? Darf man sich tätowieren lassen? Wieso sagt die Bibel, das darfst du nicht? Wieso dürfen Frauen keine Hose tragen? Sagt das die Bibel? Ist es wirklich so? Frauen dürfen nicht Kleider von Männern anlegen. Was heisst das überhaupt? Wieso hat das damals so geheissen? Was war eine religiöse Übung? Was war eine kulturelle Übung? Was hat für sie geheißen? Was heißt für mich? Wieso Männer dürfen nicht längere Haare haben? Wieso sagt die Bibel, Männer, tun eure Haare nicht wachsen lassen? Was heisst das jetzt für Jonathan? Mama sagen, sorry, musst die Haare schneiden. Was hat geheißen mit dem ganzen Waschenritual für die Frauen, wenn sie ein Kind haben, wo wir das immer noch machen? Es gibt viel kulturell, oder was hat das geheißen, wenn Boas hat seine Schuhe abgezogen, hat er den Verwandten von Ruth gegeben, um ihre zu heiraten. Wenn jemand heiraten will, muss man geschwind die Schuhe abziehen oder den Eltern geben. Was für eine Bedeutung hat all diese Sachen? Und wie kann ich verstehen, wenn die Kultur von damals ist anders war, so wie meine Kultur? Zum Beispiel, wir lesen alle von der Geschichte von Jesus erzählt, über eine Frau, die 10 Münzen hat. Kennt ihr die Bibelstelle? Eine Frau hat 10 Münzen, sie hat 1 Münze verloren, sie brüllt, es ist die Weltuntergang, sie erzählt an das ganze Dorf, die ganze Dorf trauert mit ihr und tun ihr helfen, unterstützen, die eine Münze zu finden. Und wenn sie finden, sie feiern mit dem ganzen Dorf zusammen. Hä? 1 Münze. Hat nicht eine Person von dem Dorf sagen, da ist eine Münze. Du auslehnen. Kannst du brauchen. Wieso hat das ganze Dorf mit ihr trauern? Was ist da gegangen? Der Micha weiss. Weil ich sage es euch nicht die Antwort, das werde ich ein anderes Mal predigen. Aber von der Kultur, von der Juden von damals, sobald du das Wort sagst, eine Frau hat 10 Münzen, sie wissen, oh, okay, die 10 Münzen. Sie hat eine verloren. Scheibe. Wirklich, hat sie 1 verloren? Ja. Was hat sie dann gemacht? Fertig. Ihre Leben ist fertig. Wenn sie einen von der Münzen verlieren will, finanziell ist sie kaputt. Sie kann alles verlieren. Ihre Familie, ihr Haus, alles, was sie besitzt. Wieso? Wieso sind die Münzen so wichtig gewesen? Was für eine kulturelle Bedeutung hat die Münze gehabt? Das sage ich euch ein anderes Mal. Aber so sind kulturell Unterschied. Das ist mein zweiter Punkt. Okay, die erste ist Sprachunterschied. Die Bibel wurde durch 3 Sprachen geschrieben. Althebräisch, Altaramäisch, Altgriechisch. Die Person, die heute Griechisch sprechen, lesen und schreiben kann, der biblische Griechisch immer noch nicht verstehen.
Eine Person, die heute Hebräisch redet, kann den biblischen Hebräisch immer noch nicht gut verstehen, außer dass er oder sie haben studiert. Alt-Aramäisch ist anderes Aramäisch, als ich heute reden. Ich verstehe immer noch besser. Das heisst, ich bin immer noch besser als euch, aber... Sorry, ich muss das sagen. Aber nicht viel von uns redet Hebräisch, Althebräisch, Aramäisch oder Griechisch. So, wie kann ich das verstehen? Yes, Micha. Wie meinst du? Welche Bücher? Altes Testament? Jesaja, Daniel, Aramäisch, ja. Der Daniel ist sicher in Aramäisch geschrieben, da kann ich dann anders mal noch antworten. Im Neuen Testament kann man diskutieren, ob Johannes ist Aramäisch oder geschrieben oder wirklich Griechisch. Hat jemand den übersetzt? Es sind unterschiedliche Theorien, aber sicher haben wir Hebräisch und Griechisch im Neuen Testament. Im Alten Testament haben wir Aramäisch und Alte Hebräisch. Zum Beispiel da ist das Wort Agape auf Griechisch. Agape, ihr wisst jetzt viel mehr, dass Agape hat andere Bedeutung als nur Liebe. Das auf Griechisch gibt 3 Worte für Liebe und Agape ist ein von diesen unabhängigen, unerschütterlichen Liebe. Es gibt zum Beispiel auf Aramäisch oder Hebräisch das Wort Rucha, Geist oder Seele, Leben, wo wird als Herz oder Seele übersetzt. Und es hilft manchmal Worte haben. Wir sind sehr abhängig von den Theologen, die Bibel studieren, die Sprache kennen, die übersetzt haben. Und trotzdem manchmal haben wir Schwierigkeiten, das anders oder besser zu verstehen. Wenn Jesus sagt, Augen sind Licht von dem Körper, versteht ihr das? Auf Aramäisch, wenn du sagst, Augen sind Licht auf dem Körper, wenn du jemandem gratulieren, du sagst, so deine Augen erfüllt sie mit Licht. Das ist unser Wort für gratulieren. Das hat eine sehr spezielle Bedeutung für eine aramäisch sprechende Person. Von uns hat es viel verloren. Also das ist eine Barriere. Und die letzte Barriere ist eine Zeitbarriere. Ermöglicht die Bibel Sklaverei? Heisst es, Sklaverei ist okay? Darf ich viele Frauen haben? Darf ich mit 3, 4 Frauen verheiratet sein? Gilt das Alte Testament für mich heute auch noch? So, wenn wir diese Barriere haben und wir merken, doch, wie sollte ich lernen? Wie sollte ich lesen? Wie sollte ich die Bibel besser verstehen? Ich gebe euch 5 Punkte, Elemente, wie kann ich die Bibel besser verstehen. Kann ich die nächste Folie haben? Die erste ist immer beobachten und dann auslegen und anwenden. Die sind die besten Art und Weise, wie kann ich die Bibel verstehen. Die nächste Folie. Was heisst beobachten? Das allererste, was ich mache, wenn ich die Bibel lese, ich frage mich, wer hat die Bibel geschrieben? Zu wem? Ich schaue zu den ersten Personen, die die Bibel empfangen haben. In ihrer Situation, ihre Dorf, ihre Stadt. Ich komme nicht erst schauen, was heisst es für mich. Was muss ich von dem nehmen? Nein. Allererst ist, wer hat es geschrieben, zu wem? Was hat für sie Bedeutung gehabt? Und um das zu lernen, muss ich schauen, was ist ihr kultureller Hintergrund? Was ist der Sprachhintergrund, Situation, in welchem Bund sind sie, alter Bund, neuer Bund, das alles spielt eine Rolle. So, erst wenn ich das verstehen kann, ihre Kultur, ihre Zeit, ihre Sprache, ihren Bund, dann komme ich zu der dritten. Das heisst, nehme ich ein theologische Prinzipien von dem Vers raus. Okay, was ist das theologische Prinzipien von dem Vers? Das heisst, was würde der Vers mir sagen? Was ist es theologisch da? Dann habe ich die theologischen Prinzipien. Was heisst es denn? Tue ich gerade anwenden? Nein. Mit dem theologischen Prinzipien schaue ich, die theologischen Worte übereinstimmen mit der ganzen Bibel. Übereinstimmen mit dem ganzen Kapitel, mit dem ganzen Buch.
ist das die gleiche theologische Prinzipien, die ich schon in der Bibel finde. Und dann schlussendlich, wie tue ich das für mich anwenden? Kann ich auf den nächsten Punkt kommen? Darf ich einen vorher? Kannst du klicken? Okay. Ah, da. There you go. So, das ist die Beobachtung. Was hat Physik heißen? Was für eine Bedeutung hat Physik gehabt? Auslegung, okay, was ist ein theologisches Prinzip, das ich herausnehmen kann? Und schlussendlich Anwendung, was heißt es denn für mich heute? Könnt ihr geschwind auf die nächste Folie? Ihr dürft von dieser Folie ein Foto machen, weil ihr habt eine Hausaufgabe. Wer hat «Oh nein» gesagt? Doch, ja, «Oh nein». Es ist nicht für dich, es ist für deine Eltern. Es ist gut. Deine Eltern sollten die Aufgabe machen. So. Kannst du einen vorher? Die sind die 5 Schritte zum Bibel auslegen. Verstehe ich, was es für sie hat geheißen. Wichtig ist, vergleiche die Theologie, die du aus deinem Text gezogen hast, mit dem Rest der Schrift. Zum Beispiel, ich habe ein Buch da, ich habe es in letzter Zeit bin am Lesen, ist von einem Kult. Und zum Beispiel, in diesem Buch steht geschrieben, weil Jesus an Nikodemus gesagt hat, dass Nikodemus nicht eine Rettung haben kann, außer dass er wieder vom Neuen geboren ist. Wiedergeburt. Sonst kann er nicht im Himmel kommen. Sie nehmen die einzelnen Bibelstellen, um Wiedergeburt, Reincarnation, erklären. Sie sagen, die Bibel lehrt uns Wiedergeburt, Reincarnation, weil Jesus an Nikodemus gesagt hat, dass du wieder vom Neuen geboren sein. Und sie bauen das ganze Theologie über das einzige Bibelvers. Dass du wirst immer wieder geboren, bis du heilig bist, bis du gut bist, bis du im Himmel kommst. Und dann hast du im Himmel noch eine Phase, wo eine Probephase ist, in verschiedenen Himmelorten. Und wenn du immer noch gut bist, kommst du wieder auf die Erde. Das ist ganz da. Von ein Vers. Du hast ein Vers, ich habe mit Micha heute Morgen nochmal darüber austauscht, der hat gesagt, Geiss. Ein Geiss darfst du nicht in Muttermilch kochen. Lustig, ich weiss. Der Micha tut euch dann erklären, was das heisst. Aber zum Beispiel, einer nimmt den Vers und die Juden machen jetzt von dem Vers, dass du darfst Fleisch und Milchprodukte nicht zusammen essen. Nur wegen der Vers. Schaut, wir müssen extrem vorsichtig sein. Nicht einfach ein Vers nehmen und als theologische Prinzipien von unserem Leben anwenden. Das darf man nicht machen. Den Vers muss man erst wirklich gut anschauen, was das für sie heisst. Wer hat das geschrieben? Welche Situation? Was heisst es für mich? Okay, jetzt kommen wir zur Aufgabe. Philipper 4,17. Kennt ihr den Vers? Ein von den meist bekannten, meist gesprochenen Vers. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt, tun. Nichts ist mir unmöglich, weil der bei mir ist, mich stark macht. Halleluja, Amen. Stimmt das? Was verstehe ich? Nichts ist mir unmöglich. Ich kann alles machen. Wirklich? Könnt ihr das? Stimmt das? Evelyn Holyfield ist ein, ich bin mir nicht sicher, wie der Holyfield ist ein Boxer. Er hat ein Boxing Championship gewonnen. Und so nach seinem Gewinn auf sein Kleid hat der Philipper 4,13 geschrieben, ich kann alles tun durch Jesus, der mich stärkt. Schön, finde ich. Aber hat wirklich Paulus das gemeint? Ist es wahr? Habt ihr schon in eurem Leben können alles machen? Oh, könnt ihr einen vorher gehen? Nicht, es war zu früh. Ich habe schon verraten. Ist mir wirklich nicht unmöglich, weil mir ist vieles
unmöglich. Ich bin viel schwach und nicht alles ist mir möglich. Ich bin mega kurz gekommen. Was heisst es? Bin ich schlecht? Liegt auf meinen Glauben? Liegt sicher nicht an Jesus? Oder liegt das an der Verheißung in der Bibel? Ist da etwas falsch? Weil das Vers stimmt für mich überhaupt nicht. Was läuft falsch da, schief da? Schau mal auf der nächsten Folie. Andere Übersetzung zum Beispiel. Da sagt Luther oder NEU, Neue Evangelische Übersetzung, ich vermag alles. Okay, das macht jetzt ein bisschen anders. Ich vermag alles. Oder durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Das macht jetzt einen Unterschied. Von ich kann alles und mir ist nicht unmöglich, von ich kann es durchstehen. Ich vermag. Ich halte durch. Ich gehe durch. Ich ziehe es. Das sind zwei unterschiedliche Bedeutungen. So, nächste Woche, was macht ihr? Ich werde von euch alle sehen, nehmt ihr einen Bibelvers und braucht nur Bibel. Kein Kommentar, ich brauche keinen Kommentar. Nur Bibel langt. Erst schaut, darf ich wieder zurück auf der 5, also nächste Folie. Erst schaut, wer hat das geschrieben? Könnt ihr schon jetzt sagen, wer hat das geschrieben? Right. Zu wem? Philippe. Done. Well done. Erst geschafft. Philipper 1, 17, 13, 14 und 17 erklärt, wo ist Paulus war. In welcher Situation war er? Welcher Hintergrund? Wieso schreibt er? Die erste Kapitel erklärt uns den ersten Punkt. Ihn verstehen, beobachten. Wo war er? Wieso hat er geschrieben? Welche Situation? Und dann lesen Kapitel 2. Kapitel 2 beschreibt die Ausdauer. Wieso schreibt er? Was meint er? Dann leset 4, die ersten Vers 10, 11, 12 und dann 15, 16. Und dann haben die eigentlich die Antwort. Easy. Gut. Macht ihr das? Nehmt Philipper mit, geht durch und am Schluss eben, was hat Physik heißen und was heisst es für mich, was kann ich von dem lernen? Darf ich die Band schon auf der Bühne bitten? Ihr sind... Okay. Ist gut. Merci. Ihr seid geniale Studenten gewesen. Merci vielmals. Ich habe jetzt Philippe nicht mit euch durchgegangen, wegen halt Zeit. Aber nächste Woche und übernächste Woche werden Micha und Meli ein paar Beispiele, ein paar Vers von der Bibel durchgehen, durch die 5 Schritte und uns mal schauen, wie kann ich wirklich besser lernen, Bibel lesen. Der Punkt ist, die Bibel ist kein Geheimnis. Ich habe einen Kollegen, oder ich kenne jemanden, der das Buch mir geschenkt hat. Ich habe ihm gesagt, liebe Person, hast du mal Bibel gelesen? Du gibst mir das Buch, ich gebe dir das Bibel. Kannst du mir versprechen, das Bibel lesen? Das Neue Testament. Er hat gesagt, nein. Weil ich bin unfähig, Bibel lesen und verstehen. Er ist ein Banker. Ich bin unfähig. Meine Religion, meine Gesellschaft hat mich gelehrt, dass ich allein kann Bibel nicht verstehen. Und ich brauche Mediator, Geister, wo mich das auslegen. Ja, genau, Geist und Mediator. Weil wir sind unfähig. Und da muss ich schon sagen, nein, das stimmt nicht. Überhaupt nicht. Wir sind nicht dumm. Und die Bibel ist Gottes Wort für dich, für mich, damit wir verstehen können. Es ist kein Geheimnisbuch. Oder das Secret jetzt, wo mit Code, wo wir jetzt durch den Code gehen, den Puzzle entcoden. Überhaupt nicht. Die Bibel ist Wort Gottes für dich, für mich. Damit wir verstehen, nachvollziehen. Wir haben den Heiligen Geist. Wir brauchen keinen Mediator, wir brauchen keine Geister. Gott hat uns seinen Geist geschickt. Und der Geist tut Wort Gottes uns offenbaren. Und Gott spricht, meine Lieben, durch sein Wort. Und das kann man gut nachvollziehen. Wir werden jetzt in Abendmahl miteinander einsteigen. Ich werde euch ermutigen, in dieser Woche, leset eure Bibel. Könnt euch nochmal entscheiden, ich hoffe, dass die Predigten euch ermutigen, noch mehr in der Bibel lesen und nicht
wie mache ich das jetzt? Da ist viel Arbeit. Ja, das ist Arbeit. Und das muss auch sein, das darf auch sein. Es ist eine Disziplin. Und wir lesen in der Bibel, nicht weil easy ist, uns gefällt und gut tut, sondern es ist Gottes Gebot. Es ist Gottes Gebot. Gott verlangt von uns, seine Worte zu lesen. Wenn die Bibel sagt, nehmt die Worte auf eure Herzen, auf eure Stirn und Arm. Vergessen die Worte nicht. Tag und Nacht meditieren in dem Wort. Das ist Gottes Gebot. Und mein gehorsamer Schritt ist, ich lese dein Wort. Ich würde Gott gefallen, deswegen lese ich auch sein Wort. Neben all die anderen positiven Aspekte, die er mir bringt. Gott will, dass ich sein Wort lese. Werde ich jetzt für den Abendmahl beten und ich werde euch ermutigen, während dem Lobpreis, kommt vorne und nehmt Abendmahl. Jesus, danke, dass du die Wahrheit bist, der Weg, dass du bist gekommen und du bist der einzige Weg zum Vater. Danke, Jesus, dass dein Wort ist Ja und Amen. Dein Wort ist Wahrheit und gibt Leben. Ist aktiv und lebendig. Und danke, dass wir stehen auf diesem soliden Fundament, das immer wahr ist und immer bleibt. Relevant, voll Autorität und echt. Danke, dass wir mit 100% wissen sagen, Jesus, du bist auf dem Kreuz gestorben. Du bist ein Opfer geworden für uns. Und danke für das Opfer. Dass wir dürfen durch dich einen Durchgang haben zum Vater. Durch dich kann man Vater Abba, Vater nennen. Wir glauben und wir vertrauen an dein Wort. Und wir loben und preisen dich für das, was du für uns gemacht hast am Kreuz.